was machen wir mit den Sachen, die übrig bleiben, die Futti sind, die nicht mehr gehen, die vielleicht auch Wäschgeheit gehen, die müssen ja dann noch proper recycliert gehen. Da gehen 3 Buchstaben zu Lützeburg, die ihr bestimmt kennt. SDK, das steht für Super Drecksküche, sowohl für Privatleute wie für Betriebe. An Haut, hier am Kader von der Frau Agricole, weil wir natürlich wissen, ja, das SDK und Landwirtschaft, wie schaffen die dann zusammen? Lisa Kurze, da ist das beim Chiara wohl im Stand von der SDK. Guten Mittag, Chiara. SDK steht für Super Drecksküche. Was tut dann alles heute hier mit dem Stand dabei? Wie alle Jahre sind wir zusammen mit der ULC, das ist beim Konsumentenschutz, wo dann sowohl Büroder von ihrer Seite wie von unserer Seite im Stand sind, für die Leute mal ihre Fragen zu helfen. Die ULC eben echt für alle Fragen, die man im Konsumentenschutz zu tun haben, und das SDK eben am Sinn von der Beratung, von der Sensibilisierung, von der Aufklärungsarbeit, von dem Klimaschutz, von der Ressourcenschonung sowie auch der Circular Economy. Wir haben ja immer Freude solche Aktivitäten, aber wir sind auch den ganzen Rest von Muiga natürlich auch bei unserem Stand vertreten. Wir sind auf der Frau Agricole, für wen kann sich dann das SDK zusammen mit der Landwirtschaft vorstellen? Wie klappt das? Das ist schwer zu stellen, natürlich als normale Bürger, aber auch an der Landwirtschaft fallen natürlich auch Produkte, die zu der SDK gehören, weil auch da wird alle Nullisch gesammelt, auch da fallen Lichtmittel, auch da fallen Elektrodele, die müssen nach Saat gehen. Und eben auch Metalldeler. Für die sind wir dann natürlich auch zuständig, auch wie das landwirtschaftliche Betriebe sind, fallen doch mit großen Quantitäten und wohin dann eben speziell Sammlungen machen an die Einzelsammlungen apart von den haushaltsüblichen Quantitäten. Dann haben wir ja aber auch ein spezielles Label, den SDK-Label. Wie können landwirtschaftliche Betriebe den da kreieren? Das ist am Anfang auch nicht anders, dass sie bei einem normalen Betrieb kann sich bei uns melden. Da kriegt eine Beratung gemacht, die genau dasselbe Stoff ist wie am Anfang in einem anderen Betrieb auch. Wir kommen auf Platz, wir gucken uns an, was da für auffallen. Das Einzige, was heute ein Unterschied ist zwischen einem landwirtschaftlichen Betrieb und einem anderen, ist, dass wir am Anfang bis zu den nächsten 5 Jahren all Jahres kommen, zu kontrollieren, aber nicht am Sinn von einer Kontrollinstanz, mehr für zu informieren und eben noch für die Leute zu schätzen, austauschen, was die verbessern kann oder was den anders machen kann. Und nur in den 5 Jahren sind das just noch alle 2 Jahre, wo wir da Beratung kommen, an den Platz kommen. Wie du von Beratung gesprochen hast, gibt natürlich auch aber dafür privat Leute draußen, wenn ihr nicht heute Fahrer geholt könnt, wo findet ihr noch am Normalen? Ich ging so nie überall, mit bestimmt an der Platz, wo ihr es nicht findet. Natürlich sind wir auf die sozialen Medien vertreten. Wir haben eine Internetseite ganz weit gefasst. Das darf ich noch nicht vergessen. RTL natürlich, auf sdk.rtl.lu. Sie regelmäßig Interviews von uns, die ich noch lauschen kann oder wo ich noch im Radio kann lauschen. Aber falls ihr sonst noch irgendwie Fragen oder Anmerkungen habt, wir sind immer offen und immer froh, wenn wir Rückmeldungen noch von den Bürgern dabei kriegen. Da kann ich natürlich auch bei uns rufen, auf den 48 82 16 1 oder eine E-Mail machen auf info@sdk.lu. Ich meine, mehr schön detailliert, wie du Kunden das nicht erklärt kriegen. Vielmals merci, Chiara, und Leute dabei wissen dann noch, wo sie euch kontaktieren können oder wo sie euch finden. Merci.